Hey liebe Kinder, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine weitere Geschichte aus der Bibel. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid ready, um eine neue Geschichte zu hören. Vielleicht kennen die einen von euch die Geschichte, dass das Volk Israel, das Volk von Gott, die haben im Land Israel gewohnt. Und dann haben die Menschen ganz viele schlechte Sachen gemacht, ganz viele böse Sachen, ganz viele Sachen, wo Gott überhaupt nicht Freude daran hatte. Und darum haben ganz viele Menschen vom Volk Israel in ein anderes Land leben. Sie sind in ein anderes Land verschleppt worden und haben dort leben mit anderen Leuten, mit einer anderen Sprache. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es ihnen gar nicht gut gegangen. Und ein Mann, der eben von Israel in das neue Land gekommen ist, auf Babylonien, das war der Daniel. Der Daniel, er hat ganz fest an Gott geglaubt. Er war ein mega treuer Mann. Er hat immer zu Gott gebetet und er hat nie etwas Falsches gemacht. Er war ein mega lieber, guter Mann. Und der König von Babylonien, der hat einmal gefunden, er tut ganz viele Leute einstellen, die ihm helfen, das Land zu regieren. Ich glaube, als König gibt es nämlich mega viel zu tun. Und darum haben ganz viele Menschen ihm dann geholfen. Und dann hat der König noch gefunden, er tut 3 Männer auswählen als Fürsten, die ganz hoch oben stehen und die ihm ganz fest helfen können. Und einer von diesen 3 Fürsten war eben der Daniel. Wie gesagt, der Daniel war ganz ein treuer Mann und er hat nichts falsch gemacht. Und der König hat darum mega Freude an Daniel, weil der Daniel ist so ein guter Mitarbeiter war. Er hat so viele gute Sachen gemacht. Und dann hat der König so Freude an Daniel, dass er gefunden hat, ich will den Daniel noch höher machen und ihm noch viel mehr Macht geben, als er jetzt schon hat. Wow, der König hat so gefallen an Daniel. Und ich habe euch ja gesagt, dass es 3 Fürsten gegeben hat. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, die anderen 2 Fürsten haben das überhaupt nicht lässig gefunden. Sie sind mega eifersüchtig geworden auf den Daniel. Schaut mal auf dem Bild. Sie sind so hässig geworden und eifersüchtig, dass der König den Daniel möchte höher machen als sie. Und dann haben sie gefunden, wenn wir etwas finden, wo der Daniel falsch gemacht hat oder wo der Daniel gegen den König und gegen das Königreich gemacht hat, dann könnten wir das dem König sagen und dann wird der Daniel nicht so hoch gemacht, nicht höher gemacht als wir. Darum haben die Fürsten überlegt und überlegt, was könnte der Daniel falsch gemacht haben. Aber es ist ihnen einfach nichts in den Sinn gekommen. Der Daniel war so ein treuer Mann. Sie haben wirklich nicht gewusst, was er falsch gemacht hat. Und sie haben weiter überlegt und weiter überlegt. Und dann ist ihnen in den Sinn gekommen, dass der Daniel ja immer ganz treu zu Gott beten. Und dann haben sie gedacht, das könnte etwas sein, wo wir gegen den Daniel sagen können, dass er immer zu Gott beten. Die Fürsten, die sind dann zum König gegangen und haben gesagt, lieber König, wir haben eine Idee. Du könntest doch ein Gesetz machen. Und in dem neuen Gesetz würde dann stehen, dass während der nächsten 30 Tage darf kein Mensch in diesem Land zu einem Gott beten oder ein anderer Mensch um etwas bitten, außer dich, dem König. Wenn ein Mensch in den nächsten 30 Tagen zu Gott beten, dann wird er in die Leuengrube geworfen. Und der König hat das ganz eine gute Idee gefunden. Jetzt hat es also ein neues Gesetz gegeben in Babylonien, dass niemand zu Gott beten und wenn er das gemacht hat, dann ist er in die Leuengrube geworfen worden, zu Löwen. Stellt euch das mal vor. Der Daniel, der so fest an Gott geglaubt hat, hat immer zu Gott beten. Und jetzt hätte er entweder nicht mehr zu Gott beten oder wenn er betet hat, hat er gewusst, wenn er verwünscht wird, dann wird er in die Leuengrube geworfen. Der Daniel hat natürlich von dem neuen Gesetz gehört. Und der Daniel ist schnell heim und hat zu Gott gebeten. Er ist auf seine Knie und er hat Gott gelobt und gepriesen und er hat Gott angebetet. Und wisst ihr was? Die anderen Fürsten haben den Daniel natürlich verwünscht. Sie haben gesehen, wie der Daniel zu Gott gebetet hat und sie sind schnell zum König. Und sie haben gesagt, König, du hast doch ein neues Gesetz gemacht und in dem Gesetz heißt es doch, dass niemand zu Gott beten darf. Und wenn er es macht, dann wird er in die Leuengrube geworfen. Und der König hat gesagt, ja, das stimmt, das Gesetz habe ich gemacht. Und dann haben die Fürsten gesagt, König, der Daniel hat zu Gott gebeten. Das heisst, der Daniel muss doch jetzt der Leue vorgeworfen werden. Oh, und schaut mal auf dem Bild, der König, er ist ganz verwirrt und enttäuscht und traurig. Er hat das gar nicht wollen.
Weil, wie ich euch gesagt habe, er hat ja mega gefallen am Daniel. Er hat den Daniel mega gern gehabt. Er hat nicht wollen, dass der Daniel den Leuen vorgeworfen wird. Aber der König hat ja gewusst, er hat das Gesetz gemacht und er muss sich ja auch an das Gesetz halten. Und der König hat überlegt und überlegt, was er könnte machen, dass der Daniel die Freiheit behalten und nicht muss in die Leuengrube gerührt werden. Er hat überlegt bis am späten Abend, aber ihm ist einfach nichts in den Sinn gekommen. Und dann sind die anderen Fürsten, die bösen Fürsten, wieder zum König gekommen. Und er hat gesagt, König, du weisst es. Du weisst genau, der Daniel hat etwas gemacht, was er nicht darf. Der Daniel muss in die Leuengrube. Es gibt keinen anderen Ausweg. Der König hat natürlich gewusst, dass das stimmt. Und er hat auch keine andere Lösung gewusst. Und darum ist der Daniel in die Leuengrube geworfen worden. Und der König ist noch hinteran und hat gesagt, Daniel, möge dein Gott dir helfen und dich retten. Und dann ist der König zurück in seinen Palast. Er hat nichts gegessen und nicht schlafen in dieser Nacht. Und am nächsten Morgen ist er schnell zu der Leuengrube. Schaut mal, wie auf dem Bild. Und ist schnell zu der Leuengrube und hat gesagt, Daniel, Daniel, lebst du noch? Es ist zwar fast unmöglich, dass der Daniel noch leben konnte. Ich meine, er war in einer Grube voller Leuen. Aber der Daniel hat geantwortet, ja, ich lebe. Mein Gott hat mich gerettet. Der König war so überrascht. Wie ist das möglich, dass ein Mensch überlebt, wenn er den Leuen vorgeworfen wird? Und der Daniel hat gesagt, schau, mein Gott hat mich gerettet. Mein Gott hat einen Engel geschickt und der Engel hat gemacht, dass die Leute mir nichts angetan haben. Mir geht es gut, ich bin nicht verletzt, ich habe keinen Kratzer. Wow, der König hat sich so gefreut mit dem Daniel und er hat den Daniel schnell aus der Leuengrube rausgeholt. Und dann sind die bösen Fürsten, die der Daniel angeklagt hat, sind in die Leuengrube geworfen worden. Und der König hat ein neues Gesetz gemacht. In dem Gesetz hat es geheissen, dass alle Leute in seinem Land den Gott vom Daniel fürchten. Und er hat gesagt, weil der Gott vom Daniel, das ist der Gott, der ewig lebt, der lebendig ist. Der Gott hat den Daniel vor den Leuen gerettet. Wow, der Daniel hat Gott so fest vertraut, dass er trotzdem zu Gott gebetet hat, obwohl er gewusst hat, er wird in die Leuengrube geworfen. Er hat an Gott geglaubt und er hat Gott vertraut. Und darum hat Gott ihn vor den Leuen gerettet. Hey, wisst ihr, was so cool ist? Der Gott von Daniel ist auch unser Gott. Wir glauben an den Gott der Bibel. Wir glauben an den Gott, der Daniel vor den Leuen gerettet hat. Hey, Gott ist so groß. Er kann machen, dass ein Mensch den Leuen vorgeworfen wird, aber ihm nichts passiert. So genial. Hey, wir haben so einen grossen Gott. Und ich möchte Gott auch so fest vertrauen und an ihn glauben, wie der Daniel das gemacht hat. Ich finde das so eine coole Geschichte, wo wir sehen dürfen, dass Gott den Daniel so bewahrt hat, weil er an ihn geglaubt hat. Hey, und wie ihr ja wisst, Gott hat ja auch die Leuen gemacht. Die wunderschönen Tiere mit den riesen Mähnen, die mega schönen Tiere hat auch Gott geschaffen. Und jetzt habe ich eine Bastelidee für dich. Und zwar, wenn du willst, dann könnt ihr euch doch aus einem Pappteller oder aus Karton oder Papier eine Leuenmaske basteln. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit gelben Papierschnipseli oder mit gelber Farbe oder sonstigen Sachen, die ihr habt, könnt ihr der Maske noch eine riesige Mähne machen. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem spielen und während dem Basteln an die Geschichte denken, wo Gott den Daniel von der Leuengrube gerettet hat. Hey, wow, die Geschichte zeigt einfach, wie gross das unser Gott ist, was er machen kann und dass wir ihm wirklich glauben und vertrauen und er uns hilft. Hey, ich finde es so eine coole Geschichte, die hier in der Bibel steht. Ich wünsche euch mega viel Spass beim Basteln bei dieser Leuenmaske. Und die wollen, dürfen mir natürlich ein Foto schicken. Es würde mich wundern, wie eure Leuenmaske aussieht. Und dann können wir die im Internet zeigen und dann könnt ihr voneinander sehen, was ihr cool gebastelt habt. Ihr habt ja schon mal nach einem Video eine Playlist gesehen mit Lobpreisliedern für Kinder. Und auch jetzt gibt es wieder eine Lobpreisliederliste für Kinder. Ihr könnt nach dem Video draufklicken und dort hat es Lieder, mit denen ihr Gott könnt loben und preisen und Gott könnt Danke sagen. Hey, ich wünsche euch ganz eine schöne Woche. Macht's gut.